schalten wir da schnell ab. Gut, willkommen zurück zu einem neuen Livestream. Was machen wir heute? Weitere Artist-IDs raussuchen, was wir da die vorherigen Wochen schon gemacht haben. Und zwar tun wir die Artist-Spotify-IDs zusammensammeln. Und dann haben wir irgendwann eine Liste, wie die da. Über 300, oder es sind jetzt 319 Einträge. Es werden aber noch mehr. Und dann kann man wie so die Artist-Daten zusammen aggregieren, den Code runnen und schnell ein Update machen, wie es aussieht mit den Spotify-Follower. Dann tut man da die Datenframe refreshen und dann haben wir die Artist-Follower-Daten von heute. Machen wir noch aufsteigend, von klein auf gross. So sieht das nachher aus. Vorerst einmal für 319 Einträge. Und jetzt schauen wir mal heute, wie weit wir noch kommen. Und ja, was habe ich noch verändert? Was gibt es noch für News? Ich habe da noch ein bisschen an der Visualisierung gearbeitet. Es werden aber noch ein bisschen mehr kommen als jetzt nur das. Aber ich habe es ein bisschen schöner gemacht. Also über das Scale kann man noch streiten. Aber auch mit der Anzahl jeweils und auch mit der Größe der Anzahl müssen wir dann noch anschauen. So. Aber ja, logischerweise, umso mehr du da nachher rein tust, ich kann es jetzt mal zum Beispiel auf 30 begrenzen. Und dann fange ich, glaube ich, eben bald schon an, das zu posten. Täglich oder wöchentlich. Mal schauen, in welchem Zeitabstand. Genau. Dann haben wir da wieder so eine schöne Übersicht. Mal schauen, ob sie dann vertikal wird in eine Story oder mehrere Stories, wenn wir sie dann zusammenpacken wahrscheinlich. Aber ja, so viel zu diesen Visualisierungen. Aber heute geben wir einfach noch mehr ein. Und schauen mal, wie weit wir kommen. Weil wir haben noch ein paar Einträge zu machen. Und was ich auch noch anschauen werde, ist gewisse Einträge allenfalls rausnehmen, die im 2022 letztes Mal etwas released haben. Oder weiter zurückliegen. Wenn es jetzt nicht irgendwie Songs sind, wo immer noch ein bisschen im Umlauf sind. Also wenn der Account wirklich stillgelegt ist und das Gefühl erweckt, dass er auch nicht mehr in nächster Zeit aktiv wird, dann werde ich ihn wahrscheinlich wieder da rausnehmen, weil sonst werden es zu viele Einträge oder Spotify-IDs, die einfach nicht nötig sind zum jetzigen Zeitpunkt. Die kann man dann immer noch adden, wenn man das will. Genau. Nochmal kurz, wie das funktioniert. Wir sammeln hier die Spotify-IDs von Schweizer Artists. Die dann zusammensammeln. Hat einen kleinen Code, der dann abläuft, wo wie so all die Spotify-IDs zusammen aggregiert. Und dann am Schluss, wenn man das alles laufen lässt, kommt man auf die Liste, wo momentan einfach täglich updated wird, wenn ich den Livestream habe. Laufen lassen, aber die Idee ist, dass wir das dann täglich haben und tracken würden in so einem Zeitstrahl. Für jeden Artist die jeweilige Artist-Follower-Anzahl, die dann an dem jeweiligen Tag registriert werden. Dann gibt es da noch den Wert Popularity. Der ist aber jetzt einmal zweitrangig für uns, interessiert uns jetzt nicht so fest. Ja, kann man selber auch ein bisschen recherchieren oder werde ich vielleicht die anderen Streams mal ein bisschen näher anschauen. Genau, das sind jetzt die Artist-Follower-Daten von heute, für die das interessiert. Gehe ich aber jetzt nicht so gross durch momentan. Ich schaue jetzt eher einfach mal, was wir für neue Einträge noch machen müssen. Genau. Schaue ich da noch schnell, dass der Stream weiterläuft. Genau.
Jetzt ist die Frage, wo ich stehen geblieben bin das letzte Mal. Und zwar irgendwo 300, Eintrag 318. Wieso steht... Ah, okay. 318, genau. Dann können wir eigentlich da gerade weitermachen, wenn ich ihn gerade finde. Ja, für die sich noch fragen, ich gehe da jetzt zuerst mal gewisse eigene Playlists durch, die sich über die Jahre sehr viele Artists bzw. Songs von Artists zusammengesammelt haben. Ich gehe jetzt erst mal die Quellen durch, dann gehen wir noch ein paar externe Listen durch, Release-Listen von Freunden, sage ich jetzt mal, von der Musikbusiness-Bibliothek. Unter anderem ist das ein Krigu oder der MQ vom Nebengeräusch-Podcast, wo dort auch seine Hilfe angeboten hat. Und auch an dieser Stelle würde ich da nochmal einen kleinen Shoutout geben. Und dann schauen wir mal, wie viel wir am Schluss alle zusammensammeln. Ich weiss jetzt nicht, wenn ich Schluss mache mit der Anzahl Artists oder ja, das Oberlimit wird es jetzt nicht geben. Es werden halt laufend neue Artists dazukommen. Oder neue Einträge, sage ich jetzt mal. Aber ja, wir schauen jetzt zuerst mal, wie weit wir heute kommen in dieser Session. Und wie lange ich jetzt live bleibe. Jetzt ist eben mehr die Frage, ob ich finde, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Aha, brauche ich noch das, gell? Artist to add. Gut, da bin ich gewesen.
So. Weiter geht's. Ja, schade. Wir sehen jetzt da die Streams nicht, aber da gibt es natürlich Artist-Profile, die ich von früher kenne, die richtig grosses Potenzial hätten. Ich sehe da letzte Release 2021. Haben auch nicht weitergemacht. Das ist richtig traurig, so etwas. Weil der Dude hat safe Potenzial gehabt. Da hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt. In so einem Moment kannst du wieso nichts machen. Gewisse Leute kann man nicht zu ihrem Glück zwingen. Ich darf aber trotzdem notieren. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommen sie ja zurück. Die Leute.
So, ich muss schnell updaten, bevor wir da die neuen Einträge rein tun. So, Studio, ich muss schnell schwarz machen da, um etwas updaten. Bin gerade wieder bei euch. So. Gut.
Gut, geben wir neue Artists ein. Das ist mal die Liste bis jetzt. Nachher irgendwann mal fangen wir an filtern in verschiedenen Regionen. Von 100 bis 300 zum Beispiel können wir wie so ein Bracket machen. Von 300 bis 500 oder was auch immer dann Sinn macht. Je nachdem, wie viel wo sind. Ich glaube, da können wir noch ein paar gescheitere Visualisierungen machen. Aber zuerst mal geben wir jetzt noch ein paar ein.
So, für heute bin ich fertig mit Eintrag. 330 Artist IDs haben wir jetzt. Es ist sicher noch ein bisschen weg. On the road sind wir jetzt auf dem Weg auf 400, würde ich mal meinen. Vielleicht am Wochenende kann ich noch ein paar eintragen und dann bauen wir oder schaffen wir noch ein bisschen an den anderen Visualisierungen. Unter anderem, dass wir mal gewisse Artists in Gruppen tun nach Follower Range, so ein bisschen von 100 bis 500 zum Beispiel oder von 500 bis 1500 und dann tun wir sie mal so ein bisschen Grüppli und schauen, wo in welchem Follower-Bereich die meiste Anzahl Artists zum Beispiel sind. Oder andere Patterns, die wir irgendwie dort herausfinden würden. Aber für heute ist das mal gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.